Hey Leute, ich habe letztens eine spannende Studie gelesen, in der es gestanden, dass die meisten, die diesen Kanal nicht abonniert haben, ihn tatsächlich nicht abonniert haben. Und das solltet ihr ganz, ganz schnell ändern. War gut? Okay. Wir gehen jetzt rein ins Video von Ronson, wie Lexen Paolo. Paolo wahrscheinlich. Paula, wie bin ich nüchtern? Let's go. Bro, man sieht es nicht. Sieht man es jetzt, Chat? Okay, ich zeig's nochmal, Welche Schwiegermutter könnte hier Nein sagen? Chat, ich mach das hier nicht jeden Tag. Ich bin eigentlich YouTuber. Ich hab da was Schönes für dich. Ich hoffe, du freust dich. Und ich hab noch ein paar Lieben. Ich hoffe, die Digga, Paula. Ist jetzt wieder Single, oder? Ja. Ja. Nein! Ja. Das ist so sweet. Und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage an dich. Magst du Tiere? Ich liebe Tiere. Es ist sehr komisch, dich nüchtern zu erleben. Ich bin nicht nüchtern. Warum bin ich so fröhlich? Von einer Skala von 1 bis 10. Was ist dein Lieblingstier in dem Zoo? Ein Pinguin. Pinguin. Na, Erdmännchen, wenn es das gibt. Deins? Quallen. Quallen? Ja. Oder Quallen? Quallen. Quallen. Was begeistert dich an Quallen? Man kann so geile Fotos für die Insta-Story machen. Das ist wichtig. Weil die Gehege sind immer so beleuchtet, so mit LEDs. Die Quallen. Ja, das erinnert mich immer an Montes Gamingzimmer. Wie viel Stress machst du dir? Aber ja, ich bin auch kein Fan von Zoos, actually. Gerade? Ja. 0. Genau, das war die Zahl, die ich hören wollte. Paola, und jetzt brauche ich kurz einen Boxenstopp. Nein, ist der süß. Nein, ist der süß. Ach nein. Ernsthaft, du rauchst jetzt? Schluss auf? Dass man rausgeht. Von 1 bis 10, wie viel Stress machst du dir? Das ist eine 0. Das ist eine solide 0. Guck mal da, Pepe, deine Lieblingstiere. Oh mein Gott, wink doch mal deinen Bruder. Was ist denn los mit dir? Warte. Ey, Pepes Bruder! Lieblingstier von Adi ist sicher das Schnabeltier neben ihm. Das war gemein, oder? Kann ich dir nur zustimmen, ja? Hier. Oh, Pepe, Digga. Pepe war auch beim Boxkampf. Pepe, wir machen ein Foto mit Pepe. Ich glaube, Pepe war beim Boxkampf nüchtern. Also rein von der Einschätzung her war der wirklich nüchtern. Kampfstiki? Ja, der hat nichts getrunken. Ich glaube, der wurde auch nicht rausgeschmissen. Boah, Gott sei Dank war er nicht nüchtern. Ja. Weil sonst wäre es peinlich gewesen. Ich habe schon mit ihm geredet. Nee, Pepe wirklich sehr, 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 sehr sympathisch. Ja. Und ich glaube, ohne Pepe wäre auch der Kanal von Ron nicht existent oder nicht so, wie er heute ist. Pepe carried das, ja. Ja, Pepe carried wirklich so ein bisschen das ganze Ron Bilek. Ja. Ey, Pepe, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du da jetzt rüberspringst und ihm einmal am Schwanz ziehst. Ich leg einen Taui auf und auf. Pepe, 2000 Euro steht auf dieses Geld. Guck mal, wie er sich anguckt. Pepe hat dich gefunden. Das ist dein Bruder. Ich mag es einfach mal, so ein Zigarettchen durchzuzünden, stehen zu bleiben und mir die Wolken anzugucken. Aber weißt du, was ich denke? Ja. Ich denke, Wolken. Ja. Fühle Zoos null, aber glaube, dass bei vielen Tieren der Tierschutzfaktor im Vordergrund steht. Ich habe keine Ahnung. Digga, ist doch Tieren egal, ob es Tierschutz gibt. Das juckt doch Tiere nicht, das juckt ja nur die Menschen. Frag mal eine Kuh, ob die weiß, was Tierschutz ist. Ja, aber ich glaube, eine Kuh juckt schon, wie viel Quadratmeter sie Platz hat. Ja, zählt das unter Tierschutz? Ich weiß, ich denke schon. Was denn sonst? Was wäre das sonst? Keine Ahnung, dass gewisse Arten nicht ausgemordet werden. Ah, das meinst du, ist den Tieren egal. Ja, dann kann man ja sagen, Menschen, die noch nicht geboren worden sind, ist es ja egal, dass die Menschheit ausgestorben ist. Aber trotzdem schaut man irgendwie... Ja, das würde ich genauso formulieren, wie du das gesagt hast. Das ist ja die Schmeckt nach Wahrheit. grenzenloser Freiheit. Und wie schmeckt grenzenlose Freiheit? Habe ich noch nicht probiert, deswegen denke ich das. Warum trinkst du Tequila, Kannst du Paola? mal aufhören, mich hier zu outen? Warum trinkst du Tequila, Paola? Das ist das einzige Getränk, was ich wirklich sehr, sehr, sehr viel trinken kann. Wann hast du das entdeckt? 18, 19? Da habe ich gemerkt, das ist so mein Getränk. Da kann ich... Oder mit 16? Nee. Nee, 18, 19? Ja, Wann hast du das ist erste Mal getrunken? Ich schätze, okay? Okay, So ein Bierchen war mal mit 15 drin. ja. Was denkst du bei mir? Oh mein Gott, 12. Mein erster Schluck Alkohol. 12? Nein, 9. 11. Ich sag 9. Bei ihr? Bei ihm. Ja, sie war 15. Was, bei sie war 15. Ja. Na, obwohl, ich glaube, bei ihm ist später, weil der hat so eine kranke Fitnessphase gehabt. Ich glaube bei ihm 17. ehrlich, nee, ich glaube 15. Auch 15, ja. Ich glaube später als man denkt. 18.
Was? Ich kenne diesen Mann. What? Echt jetzt? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es einen Augenblick, als wir zusammen getrunken haben, wo du den Tequila hinter dich gekippt hast, auf Alibi, dass du angeblich ausgetrunken hast. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das stimmt. Bitte, weißt du noch? Nee. Oh mein Gott, da ist eins, wo ich einfach gesprochen habe. Ich muss sie zuerst sehen. Tut mir leid. Ich muss sie zuerst sehen. Guck, hier rede ich. Da. Wo bin ich? Da. Oh, das ist so cute. Digga, kaum ist Paula wieder Single, Digga. Geht sie wieder auf die Jagd? Glaubst? Ich weiß es nicht. Oder wie du sagen würdest, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht, dass sie bei Ron auf die Jagd geht. Oder? Nee, ich glaube auch nicht. Das ist so geil. Siehst du, hier habe ich gerade gesprochen. Ich so, hä, kommt da noch was? Digga, ein Matrose aus dem Chat ist so am Geiern auf Paula. Ja? Wollen wir auch noch so richtig Süße machen? Ja, geht mal voll süß. Komm, Peter, aber mit Komm, ich Küssen. halte die Kamera. Ihr küsst euch dann ein bisschen einfach. Alles hab ich gesehen. Und hat Ja, die es hat auf jeden Fall geschmeckt? geschmeckt. Nach was schmeckt denn so ein Pepe? Nach grenzenloser Freiheit. Jetzt weißt du, wie die Wolken schmecken. Jetzt mal abgesehen vom Wunsch. Ich glaube, Ron ist in diesem Video actually gar nicht drunk. Ja, der ist ja logischerweise auch nicht immer drunk. Logischerweise. Ja, du musst ja auch irgendwann mal atmen oder so. Also, aber er ist ja oft feiern. Also macht schon Sinn. In Pralinen. Okay. Wenige Leute kennen mich nüchtern. Wie bin ich nüchtern? Ich glaube tatsächlich, Ron, dass in dir viel, viel, viel mehr drin steckt, als es nach außen vorgibt. Du trinkst nur gerne einen nur Durst, Ja, manchmal auch. leistest dir so 1, 2 unangenehme Dinge. Meine Mutter macht hier mit rein, der Lecki. Das war so geil. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Da hat er mit einer Mutter rumgemacht und die Tochter hat's voll gefeiert. Sie Ah, der hat wirklich mit der Mutter rum. Ja. Ich muss mir das Video anschauen. Was bist du heute gewesen? Du kannst auch fast pünktlich sein. Um die 3 Minuten. Ja, deswegen sage ich ja fast pünktlich. Es waren wirklich, ich war echt fast. Boah, diese Dinger, die kommen sehr wild. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Kaktuseis. Kaktuseis. In Würfeln. Einfach dieses Würfeleis kommt sehr, sehr wild. Aber auch sehr, sehr böse. Ihn fütterst du, ja? Ist auch mein Kind. Jetzt gehen wir Schnitzel essen. Hat Paula nicht ein Kind? Die hat ein Kind, ne? Ich glaube, dem 2. Die haben 2 Kinder. Scheiße. Crazy. Yo, schwarzer Dresscode, Spaceship Face. Spanien, also Paula. Aha. Also dann trinken wir nach dem Essen, ja? nach dem Essen, ja. Boah, diese Cola. Ich wusste gar nicht, dass normale Cola so viel besser schmeckt als Cola Zero. Ron, was ist dein Spirit Animal? Mein Spirit Animal? Der Elefant. Dieses süße Video ist nun vorbei. Wollt ihr, dass ich mich nochmal mit Paola treffe? Oder wollt ihr, dass ich mich sogar mit jemand anderem treffe? Aber ich will mich nochmal mit Paola treffen. Und ich hoffe, ihr wollt das auch. Ihr wollt dieses Video jetzt liken und mich abonnieren. Das wollt ihr. Ich weiß, ihr wollt es. Und ich will nochmal Paola treffen und ihr wollt das auch. Und ihr wollt mich jetzt abonnieren. Habt ihr mich abonniert? Ich weiß, ihr wolltet das. Paola will jetzt wirklich, dass ich komplett ungentlemanmäßig hier neben ihren Tornado mache. Boah, weißt du, wo das ist? Das ist beim Kudamm. Da waren wir. Ah, stimmt, Hier da waren drüben wir im Adidas. drinnen. Wir waren hier links in diesem Adidas Store, einfach, weil es kalt war. Ja. Süß. Aber gutes Video, war funny. Ja. Ich habe das enjoyed, so wie ein gutes Video. My heart just got stuck between these loops.